So, Freunde, wie sieht's aus? Seid ihr bereit bei Yu-Gi-Oh! Master Duel für eine nächste Runde? Denn, so wie es aussieht, müssen wir uns, glaube ich, wohl mit den Pyroxenkriegern herumschlagen heute, weil bei den anderen sieht es ja so aus, als kämen wir noch nicht so richtig weiter, wa? Weil hier gewisse Dinge noch gesperrt sind, genau. Bei den Megalithen fehlen uns noch ein paar Feuer, keine Ahnung, Kristalle, was auch immer das sein soll. Ruin und die Mais, die hatten wir auch schon vor kurzem. Da haben wir eigentlich soweit geschafft, abgeschlossen. Genau, da fehlen noch die zweiten Duelle. Aber ansonsten soweit auch Picobello, genauso wie hier. Die Krieger oder 6 Elementarhelden. Hier war, glaube ich, etwas mit Licht, war, wenn ich nicht täusche. Genau, da waren noch ein paar Kugeln mehr. Und dann hatten wir, glaube ich, noch den absoluten Monarch. Den haben wir, glaube ich, soweit hier auch gemacht, war. Sprich, was hier noch fehlt, sind die zweiten Duelle. Und sogar nur noch eins davon. Perfekt. So. Jo, dann legen wir los, die Pyroxenkrieger. Man sieht ja auch hier, was noch alles auf uns wartet. Der Sternenhelden. Ach du Scheiße, Vorstecher der Gerechtigkeit. Ist aber irgendwie schon noch interessant, dass sie halt solche Themen gewählt haben, die halt sonst nicht so richtig bekannt sind. Ich meine, Pyroxenkrieger, Edelsteinritter und so. Ja, also ich kenne Kristallungeheuer, aber Edelsteinritter, das war mir jetzt irgendwie nicht so richtig bewusst, dass es so etwas auch gab. Oder gibt. Die Typen und Karten und so. Deswegen sehr faszinierend und mal gucken, was uns alles erwarten wird, wa? Was gibt's? Edelsteinritterin Lapis. Aha, gibt's auch noch Lazuli oder was? Egal. Szenario. Die Pyroxenkrieger. Pyroxenkrieger. Mit einem Herzen für Gerechtigkeit. Die Edelsteinritter. Sie sind fleißig im Training, nutzen ihre Fertigkeiten, aber ungern im Kampf und leben friedlich. Diese ruhigen Zeiten wurden jedoch bedroht durch die Flammenmenschen, die Laval. Diese aggressiven Flammenkrieger versuchten, in das Land der Edelsteinritter einzufallen. Um diesen furchtlosen Konflikt zu vermeiden, gingen die Edelsteinritter nicht aggressiv gegen sie vor. Aber für die Laval goss die zurückhaltenden Edelsteinritter Öl ins Feuer. Von Tag zu Tag wurden Zusammenstöße zwischen Laval und Edelsteinrittern heftiger. Schließlich entschlossen sich die Edelsteinritter doch, ihre Heimat mit aller Macht zu schützen. Die Edelsteinritter besaßen einen Kern, der wie ein Edelstein leuchtete und den sie aktivierten, um seine Kraft im Kampf zu nutzen. Außerdem konnten sie den Kern dazu benutzen, mit Anrittern zu fusionieren und noch mächtigere Krieger zu werden. Zu den fusionierten Edelsteinrittern gehören Edelsteinritter Rubin, der den Feind zurückschlug, Edelsteinritter Aquamarin, der seine Gefährten verteidigte, Edelsteinritter Topaz, der seine Gegner quälte. Okay. Ah, also nur 3. Also ist das irgendwie wie eine Kombination aus Kristallungeheuern und Elementarhelden oder was? Wir werden sehen. Lernen die Vorzüge und Nachteile des Edelsteinritter-Decks. Kurz gucken, wie die Karten drin so aussehen. Nee, es gibt noch ein paar wesentlich mehr Fusionen. Edelsteinritter Zirconia. Okay, zum Teil mit Effekten, zum Teil ohne. Edelsteinritter Perle. Es gibt da sogar Xyz-Monster, die explizit Edelsteinritter heißen. Okay. Es gibt sogar ein Link-Monster. Edelsteinritter Meisterdiamant. Stufe 9. So, brillante Fusion. Die Karte ist nur einmal erlaubt. Aha, weil sie permanent ist. Okay, gut. Kann verstehen. Fusion des Edelsteinritters. Genau, ein Edelsteinritter, ein Lichtmonster. Die Frage ist halt, kann man die auch ohne Zauberkarte fusionieren? Vermutlich nicht, wa? Nee. Ja gut, also ich würde mal sagen, wir gucken es uns mal genau an. Und lernen davon.
Was macht ein Edelstein-Ritter-Deck einzigartig? Mit seinen farbenfrohen Fusionszaubern gibt dir dieses Deck die Möglichkeit, deine Duelle mit vielen verschiedenen Fusionsmonstern und Effekten anzutreten. Wenn Fusion des Edelstein-Ritters einen der rudimentären Zauberkarten nach eins auf den Friedhof gelegt wird, kannst du deine Hand wieder hinzufügen, indem du ein Edelstein-Rittermonster an den Friedhof verbannst. Nutze diesen Effekt, sobald du deine Fusionsmaterialien gesammelt hast, damit du mehrere Fusionsbeschwörungen in einem Spielzug durchführen kannst. Alles klar. Mein Zug! Natürlich, Fusion des Edelstein-Ritters. Du hast die Karte gezogen, Glückwunsch. Okay, Edelstein Aquamarin, das war Kristallnil Saphir. Also, ich aktiviere Fusion des Edelstein-Ritters. Wir wollen ja Aquamarin rufen, dafür müssen die beiden ineinander fusioniert werden. Fusionsbeschwörung. Aquamarin. Das war erfolgreich. So. Dann werden wir die mal verbannen, damit ich die Karte nochmal spielen kann. So. Beschwöre Edelstein Ritter Rubin als Fusionsbeschwörung, indem du Edelstein Ritter Aquamarin und Granat als Fusionsmaterial verwendest. Okay. Also ich fusioniere aus einem Fusionsmonster, anders gesagt. Rubin. Fusionsbeschwörung erfolgreich. Glückwunsch. Aktiviere seinen Effekt. Okay. Der macht was genau? Aha. Praktisch. Und tschüss. Moment, ich könnte... Ah, ich könnte es natürlich nochmal holen, okay. Hat der eine spezielle Fähigkeit? Du kannst ja noch einen Attribut anbieten. Diese kann man sagen. Oh, okay, gut. Durchaus praktische Fähigkeit. Und hohe Werte für ein Stufe 5 Monster. 6. Victory is Hour. Mit dem schwarzen Magier. Hey. So. Praktik abgeschlossen. Du weißt, es funktioniert. Oh, Kugelfeuer. Wir können jetzt zurückgehen. Machen wir gleich. Erst einmal versuchen wir jetzt mal ein richtiges Duell mit diesem Edelstein-Krieger-Deck. Ich nehme natürlich das Leihdeck. In meinem Deck machen wir es später mal nach. Michael's Deck Version 1.4. Okay, Leihdeck. Edelstein-Power, Freunde. Alles geht um die Edelsteine. So. Hä? Der war normale Fusionsbeschwörungen. Die natürlich auch, gar kein Thema. Ah, Gürteltier, das ist natürlich praktisch. Nun denn. Da kann man gleich machen, das stimmt. Du kannst musikalische Chancen, dann noch dein Deck. Friedhof pflegen. Was auf dem Friedhof findet. Okay, Kristallrose gar nicht mal so übel. Das ist Gürteltier. Okay, was macht die Karte eigentlich schon wieder? Okay, ich spiele mal Blitzsturm und zerstöre mal seine Feinkarten. Finde ich mehr. Ah, Defusionierung, okay. Ne, warte mal, Fusionsrückerstattung war's. Okay, dann würde ich mal sagen, erst einmal unerwarteter Die wird gespielt. Dann gucke ich mal, was habe ich so im Deck. Natürlich starke Kämpfer, gar kein Thema. Geht sowieso nur normales Monster, aber ganz vergessen. Egal, nehmen wir mal Granat. So. Was macht die Karte genau?
Welches Monster können wir eigentlich schon rufen? Das ist mal so ein Wunder, weil ich kann die Zauberkarte angeblich aktivieren. Nehme ich jetzt natürlich Wunder, was habe ich so auf der Karte? Ich meine, ich habe Illusion Ritter Kristall. Das normales Felsmonster, Stufe 7, okay, aber trotzdem. Da heißt, eins in meiner Fusionsmonster müssen mit Kristall funktionieren, wa? Okay. Brillante Diamant könnte ich auch schon rufen. Eine Kristallrose aufs Feld rufen als Normalbeschwörung kriege ich ja die Option, dass er ihren Namen ändern kann. Dann wird es funktionieren. Alter, der Effekt ist auch krass. Lecco mio, ey. Friedhof, dann kannst du Friedhof verbannen. Ah, Fusionsmonster, okay. Elstein Ritter plus ein Monster im Typ Fels. Ja gut, wird auch gehen. Weil generell funktionieren die einfach ganz normal. Einfach Edelstein Rittermonster, dann halt noch in ein bisschen speziellen Typus. Ah, hier ist auch 4. Okay, bei den Schwächen ist aber so, dass ich dann schon explizit spezielle Edelstein Ritter brauche. Okay, gut. Versuchen wir es doch mal, und zwar nicht von der Hand, sondern vom Deck. Ich kann auch Effektmonster nutzen. Irgendwie ein Monster, was ich auf dem Friedhof nutzen kann. Von der Hand auf dem Friedhof. Noch nicht. Leider. Irgendwie ein anderes Monster, oder? Nehmen wir den hier, komm. Ritter Lapilazulit, okay. Was ich jetzt auch schon machen könnte, wäre vermutlich schon mal... Ja, eine Linkbeschwörung. Warte mal, zwei Edelstein-Monster. Was ist, kann das Linkbeschwörung beschwören? Du kannst in der Hand einen Edelstein-Ritter, kann dann Deck hinzufügen. Du kannst aus Lebenspunkte bezahlen, beschwören Edelstein-Ritter, Fusionsmaterial, das war auch immer auch für das Fusionsmaterial, das der gehört und verbannt ist oder im Friedhof liegt, in ein Deck mischst. Aber es kann nicht direkt angreifen. Nee. Trotzdem sieht der Effekt schon mal nicht schlecht aus. Versuche mal, komm. Also Freunde, Linkbeschwörung. Edelstein-Ritter Phantomquarz. Bung, bung. So, erstmal einen Effekt aktivieren. Dann Deck in deine Hand aufnehmen möchtest. Kann ich mal den hier nehmen. So. Dann 1000 Punkte. Spezialbeschwörung beschworen. Guck mal an, ich kann gar nicht alle wählen, wa? Zirconia. Was mit der Ritterdame? Ja. Was mit dem hier? Normalbeschwörung dann setzen. Einmal schon Normalbeschwörung. Ich kann es immer noch viel offenbar. Nehmen wir mal den hier, komm. Aber bei dem hier war es doch so, wenn er auf dem Friedhof fliegt. Friedhof verbannen, Spezial in der Verteidigungsposition. Genau, ein Fusionsmonster und Friedhof verbannen. Ja, wobei Fusionsmonster. Naja, gut. Und Fusionsbeschwörung. Edelstein Ritter Zirconia.
Das alles noch ohne so richtig losgelegt habe. Gut anbieten, beschwören normales Edelstein-Rittermonster an dem Deck. Alexandrit. Ja, aber ich kann ja auch den hier nutzen. Weißer Diamant, ja, oder nehmen direkt den hier. Warum eigentlich nicht, wa? 3 Monster als Fusionsmaterial verwenden möchte. Nimm mal den da, den da. Und den da. So. Und nun? Geht der auf den Friedhof und ich kann irgendein Edelsteinmonster rufen aus dem Deck. Wie zum Beispiel den hier. Edelstein Ritter Meister. War glaube ich Diamant, war. Und jetzt wieder Geburt, damit ich aber noch irgendwie den da am Friedhof. Ching, ching, ching. Okay, schon ein bisschen krass, muss ich zugeben. Mal, was willst du? Verbannen. Okay, gut, das brauche ich jetzt sowieso nicht mehr. Den Effekt habe ich gerade genutzt. Ich kann trotzdem angreifen, oder? Alter. Okay, also Edelstein-Ritter-Decks, die können schon übel sein. Also heilige Scheiße. Ich meine, ich habe jetzt die Monster gerufen, ohne dass ich eine große Ahnung vom Deck habe. Auch nur von dem, was ich gerade so mir ein bisschen zusammengereimt habe und gedacht habe, ja, könnte funktionieren, mal testen. Ja, es hat funktioniert. Warte mal. Wenn man Felder findet. Ich habe gar kein Fusionsmonster. Hä, welchen Effekt kann ich denn aktivieren? Ah, den hier. Okay. Ja, das ist natürlich sowieso übel der Effekt, also sorry, aber... Auf ein anderes Edelstein-Rittermonster auf dem Friedhof auch noch wegschicken. Oh, jetzt bin ich gespannt, was er macht. Das will ich jetzt sehen. Hä? Das bringt sowieso nichts. Ja, eben rein theoretisch kann ich wieder ein anderes Monster opfern und dafür ein neues rufen. Das bewirkt der Effekt ja von ihr. Der natürlich noch cool ist, gar keine Frage. Nur, die Frage ist, haben wir dann für geile Karten? Das kann am Spiel auf den Friedhof gelegt wird. Ah, okay, und dann kombinieren. Das ist natürlich geil. Nee, da brauche ich mir gar nichts. Auch nicht. Kann ich kaum einen Effekt aktivieren. Doch, der könnte noch was sein. Ich weiß ja, was er noch irgendwie, keine Ahnung, Deck hat oder so. Wobei natürlich ein bisschen schwach auf der Brust wäre, aber egal. Netter Versuch, Kleiner, muss ich zugeben, der war nicht schlecht. Also der hat wehgetan. Du hast das richtige Monster auf dem Feld, Alter. Hatte ich kurz ein bisschen Zweifel, was er da jetzt treibe. Was ist das für ein Viech? Wenn der Mainphase beschworen hat, Schnelleffekt. Dann beschwöre ein Urwesen. Na gut, so viel Power hat es auch nicht. Ein Urwesen, spielmagisch. Gegners. Okay. Warte mal. Ja gut. Warte mal. Nee, es hieß Friedhof verbannen.
Name dieser Karte dasselbe des Monsters, das ist ein Effekt oder ein Grundeffekt des Monsters. Okay, also man erkennt natürlich jetzt quasi. Power müsste eigentlich behalten, also einen Teil der Power behalten. Ich könnte jetzt theoretisch das Fusionsmonster seinen Effekt wegwerfen, also aus dem Friedhof verbannen. Also man kann ja keinen Effekt aktivieren. Ja, falls er wieder irgendwas auf der Hand hätte. Wäre jetzt gar nicht mal so doof. Tja, aber der eine Boost bleibt. Okay, der ist natürlich ganz fies. Also er dürfte das nichts machen können. Genau, okay. Wir haben ja vorhin gesehen, dass irgendwelche kann auf der Hand hat, mit dem er ja seine Monster boosten kann, wenn ich angreife. Das habe ich damit jetzt negiert. Also, ich muss sagen, hat Spaß gemacht. Aber echt mal. Krasse Scheiße. Leidig, geschafft. Und 150 Erdpunkte. Ah, Erde, nicht Feuer, okay. Und ich könnte hier sogar weitermachen. Ah, interessant. Okay, okay. Aber ich würde trotzdem sagen, wir schließen erstmal die Kampagne. Machen wir den ersten Zug, Freunde. Okay. Dann ist das soweit klar mit den Pyroxenkriegern. Ja, eben, das Problem ist halt, sonst kann ich eh nicht viel machen. Wobei, Moment, das absolute Monarch. Da haben wir wieder irgendwie ein Gedächtnisproblem. Nee, Quatsch. Hier haben wir so weiter gemacht. Hier fehlt einfach noch irgendwie 1, 2 Duelle, die wir mit dem anderen Deck machen müssen. Hier ist dasselbe. Hier haben wir auch schon geöffnet. Ja, wir haben geöffnet, hier noch nicht. Hä? Warum haben wir denn hier kein Symbol? Hier fehlt das Symbol, weil hier habe ich das Symbol. Tordetails. Ah, es heißt, dass ich das Tor aufmachen kann. So. Wie kann das freigeschaltet werden? Ah, das war auch das mit dem Erde. Okay. Und die Erdkugel, gut. Ich könnte theoretisch das hier mal aufmachen. Das Rätsel der Megalithen noch weiter verfolgen könnten. Okay, das macht natürlich dann schon mehr Sinn. Jetzt können wir halt die Pyroxenkrieger das Tor nicht auch aufmachen, weil wir haben sie gerade geschlossen. Also soweit ist klar. Also beziehungsweise natürlich die Kugel verbraucht, so muss ich es sagen. Genau, ich brauchte noch ein paar Kugeln. Die wir dann erst in einem anderen Solo-Modus, Kampagne, wie auch immer, kriegen würden. Ja gut, wenn wir sagen, Freunde, das war's jetzt mal für die heutige Ausgabe bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Hat zwar ein bisschen länger gedauert als gedacht jetzt, die 1, 2 Duelle. Aber muss sagen, macht mega, mega Spaß. Das ist doch wesentlich krasser, als ich gedacht habe. In der nächsten Folge werden wir erstmal hier noch abschließen. Geschafft Belohnungen, genau. Müssen wir eigentlich das Deck kriegen. Und dann werden wir nochmal zu den Megalithen zurückkehren, um da die Duelle zu machen. Weil ich glaube, ansonsten komme ich hier eh noch nicht weiter, weil hier fehlt noch was. Die Pyroxenkrieg geschafft ist. Ja, das müsste ich jetzt den nächsten Zug eigentlich haben. Und wenn die Pyroxenkrieger freigeschaltet sind, okay, da heißt, dem müssen den nächsten Zug auch freigeschaltet sein. Ja, und dann geht es halt so weiter, bis wir die restlichen alle auch noch abgeschlossen haben. Perfekt. Jo, in diesem Sinne, Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Pyroxenkriegern, Megalithen und vielen neuen. Alles geil. Bis dahin, bye bye.